Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 full hours. Die Sonne geht auf über dem Holzland, Nordosten des Landkreises Erding. Couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. Hohenpolding, Inning am Holz, Kirchberg und Steinkirchen. Diese 4 Gemeinden zusammen sind das Erdinger Holzland. Da Jeanette, du auch? Du musst das auch üben, du musst das auch mal machen. Kann dir da einer tauchen? Es gibt nichts Besseres als wir was Gutes, sagt man in Altbayern. Schucksen backt uns die Familie Frenzel heute raus. Noch ist nicht ganz entschieden, wo genau im Erdinger Holzland die besten Schucksen gemacht werden. Aber die Familie Frenzel vom Bergbauerncafé bei Taufkirchen macht jedenfalls sehr gute. Schucksen, das ist ein Schmalzgebäck, meist aus Roggenmehl und Hefe gemacht. Gibt es vor allem in Oberbayern. Und der Name Schucksen, wo kommt jetzt der her? Früher sind die Schucksen am Freitag auf dem Bauernhof gebacken worden. Und die Schucksen brauchen eine sehr hohe Temperatur von dem Fett, damit sie richtig werden, damit sie aufgehen. In der Mitte müssen sie so einen Buckel haben und da muss es krachen, wenn man reinbeißt. Und da ist recht Zugang in der Küche mit Rauch und Fett und so weiter. Und das hat dann niemand machen mögen, als wie die letzte, die unterste Dirn. Und die hat man Schucksen genannt, weil in Bayern sagt man eine Frau oder Weiberleid, das nicht so viel rummacht und nichts zu Weg bringt, das ist der Schucksen. Man isst die Schucksen einfach so. Ein guter Kaffee ist natürlich auch erlaubt dazu. Oder ein Bier? Und dann gibt es da noch die Hauberlinge. Manchmal nennt man sie auch Hauberkirche. Auch was jede gestandene Hausfrau im Holzland aus dem Ärmel schüttelt. Hauberlinge sind genauso wie die Schucksen ein Schmalzgebäck, nur fester und mit einer ordentlichen Handvoll Kümmel drin. Hauberlinge von den aneinandergereihten Hauben, die man beim fertigen Gebäck sieht. Ja, die haben einfacher. So, jetzt kennst du meine Schucksen nicht. Zu Hauberlingen isst man eigentlich immer ein Reragu, also einen Gurten. Steinkirchen ist einer der schönsten Orte im Erdinger Holzland. In der Kirche St. Johannes Baptist und Johannes Evangelist ist heute Festgottesdienst und anschließend Dorffest. Um die 2500 Blaskapellen und Spielmannszüge gibt es in Bayern, aber die Holzland-Blaskapelle, die gibt es nur einmal. Gegründet 1984. 20.000 Mark gab es damals aus dem Etat der Holzland-Gemeinden als Starthilfe, damit man sich Instrumente kaufen konnte. Die sind zwar unterschiedlich, es gibt ja manche, die spielen mehr modernere Sachen, mit Sax und so weiter. Und wir haben eine reine Blaskapelle und wollen auch da nicht umschwenken, weil das uns allen, so wie wir da sind, sage ich, sehr gelegen ist. Aber Konkurrenzdenken gibt es aber auch unter den Kapellen kaum.
Nach dem Gottesdienst stellen sich die Holzlandvereine und Honoratioren auf zum Umzug durch Steinkirchen. Weißt du, so Lalli oder noch weiter oben? Funktioniert. Aber schaut gut aus. Jeder Verein hat seine Fahne. Im Endeffekt haben wir eine große Fahne, da ist vorn drauf unsere Kirche. Auf der anderen Seite ist drauf der heilige Florian, das ist quasi der Patron der Feuerwehr. Dann haben wir die Bänder, einmal zu Ehren der verstorbenen Mitglieder. Und alle anderen Bänder sind von der letzten Fahnenweihe von 1978. Das sind Bänder von den Partnervereinen und von der Fahnenmutter und von, ja genau, einfach Bänder zur letzten Fahnenweihe. Ja, genau, ich habe die Kapelle eigentlich schon öfters mal gesehen, gerade bei den Einzügen. Und dann haben wir gedacht, ach, ich möchte das Musikspielen mal wieder anfangen. Und dann frage ich halt mal, ob die noch einen Platz für mich frei hätten. Genau, und dann habe ich eigentlich gleich anfangen dürfen und das macht echt eine totale Gaudi. Volksfeste, Umzüge oder wie heute der Geburtstag eines Mitglieds. Immer wenn die Holzland-Blaskapelle gebraucht wird, ist sie zur Stelle. Zuverlässig wie eine Eins. Gottfried, alles Gute zum Geburtstag. Danke dir. Mein Sohn, der war auch in dem Alter von dem kleinen Andreas und wollte unbedingt Tuba spielen. Und dann hat die Musikschule extra für ihn eine Tuba gekauft. Und als er dann 10, 11 Jahre alt war und endlich so weit war, dass er Tuba spielen durfte, da war ihm das so peinlich, mit diesem großen Instrument zu spielen. Und dann habe ich ihn zum Unterricht geschleift und ich musste immer die Tuba tragen, er 10 Meter vor mir. Und irgendwann hat er dann aufgehört oder ging gar nicht mehr. Und dann habe ich mich dann einfach in den Unterricht gesetzt. Es ist halt schön, wenn Kinder vielleicht auch wieder spielen anfangen. In meinem kleinen Apfel, da sieht es lustig aus. Es sind darin 5 Stübchen, grad wie in einem Haus. Holzland, Apfelland, schon immer. In Niederstraubing wird frischer Apfelsaft ausgepresst. Erstmal gehören die Äpfel gewaschen. Die Schülerinnen und Schüler aus den Grundschulen in Schröding und in Hohenpolding haben viele Obstbäume daheim. Einen Kirschbaum, zum Äpfelbaum, 2 Nussbäume, 2 Birnbäume, Apfelbäume, Kirschbäume, Haselnuss. einen Zwetschgenbaum, einen Haselnussbaum Und dann haben wir noch einen Birnbaum. und noch einen Kirschbaum und einen Nussbaum. So an die 40.000 Tonnen Äpfel werden pro Jahr in Bayern geerntet. In manchen Jahren weniger, in manchen mehr. 2018 war zum Beispiel ein extrem gutes Apfeljahr. Das ist heute das 4. Mal, ich habe es heute schon gesagt. Also, wir haben jetzt 4. Mal schönstes Wetter, keine Wolke am Himmel. Ich glaube, die Kinder sind brav, wir sind brav. Du musst einfach lindern. Und die Kinder macht es riesen Spaß. Also, wie ich das Amt übernommen habe, dann ist mir das in den Sinn gekommen, dass ich die Kinder da einlade. Die kriegen auch ein bisschen was zum Essen dann und macht riesen Spaß. Dass die auch mal wissen, wo das eigentlich herkommt. Und nicht bloß der Discounter den Apfelsaft hat, der verfälscht ist eigentlich. Und das ist der pure Apfelsaft. Viel Eisen, viel Kalium und auch ein paar Vitamine. Frischer Apfelsaft ist gesund. Und in dem Jahr haben wir noch an 3 Presstagen schon über 3000 Liter. Das in 3 Presstagen. Ja. Wir haben das beste Ergebnis von einem Jahr war 1450 Liter. An einem Tag. Nein, nicht 14.500. 14.500 an einer Saison. In der Saison.
Die Rehe im Holzland haben übrigens auch was von der ganzen Aktion. Das, was nach dem Pressen übrig bleibt, bekommen sie zum Fressen. Und die Kinder? Von denen darf jedes eine Flasche frischen Apfelsaft mit heimnehmen. Obst in allen Varianten mögen sie eh gern. Da macht man Zwetschgendatschi. Und bei den Apfel, die haben sauer und die essen wir auch manchmal. Zum Pressen fahren wir nicht, die dann wir selber essen. Wenn wir zu unserer Tante fahren oder so, dann, wenn die was braucht, dann geben wir es ihr oder so halt. Oder wir bringen es zu meiner Oma. Als Kuchen, als Mousse und als Apfelsaft. Und der Zeitungsfotograf ist auch noch da. Ein gelungener Tag. Vom Holzland nach Baden-Württemberg ins Museum Würth in Künzelsau. Ever since I was 8 or 9, I've been standing on the shoreline, always waiting for something lasting. Lose your hunger, you lose your way. Get confused and you fade away. Oh, this town. Der Ortswechsel nach Baden-Württemberg erfolgt nicht ohne Grund, denn im Museum Würth sind für ein paar Monate einige 100 Gemälde von Äpfeln und Birnen ausgestellt und die haben ihren Ursprung im Erdinger Holzland. Und einer hat die Äpfel und Birnen alle gemalt, eigenhändig. Der wohl bis heute berühmteste Mensch aus dem Holzland, Korbinian Aigner aus Hohenpolding, genannt der Apfelpfarrer. Erinnerungen. Der ist zu uns direkt gekommen und hat den Garten angepflanzt. Und dann ist er mit den Schülern gekommen, wie wir es größer waren, und hat es jedes Jahr zugeschnitten, wo ich mich noch erinnern kann. Aber ich war da selber auch noch ein Kind. Auch für Radlfahrer ist das Holzland ein Paradies. Also für uns in der Gruppe ist es rein hobbymäßig, aber es gibt schon, wir haben im Verein auch ein paar Rennfahrer und wir haben selber schon mehr Rennen veranstaltet. Aber es ist trotzdem immer noch Hobbybereich. Es gibt da, die trainieren mehr, andere trainieren weniger. So jeder wie er so mag und man kann auch allein trainieren, aber am schönsten ist es natürlich in der Gruppe. Ich bin auf dem Weg. Hier sind ein paar Radler vom Radsportverein in Erding an einem Spätnachmittag unter der Woche unterwegs und sie genießen die Vorzüge dieser Landschaft genauso wie auch mancher Landwirt. Im Holzland ist es schön. Der Berg ist doch ganz was anderes, wie wenn alles flach ist. Es ist halt ein bisschen ruhiger hier unten einfach und wir schauen da rüber, wie wir gehen. Der nächste Nachbar, der ist dann schon einmal 500 Meter weg. Genau das ist das Schöne, aber auch das Typische am Holzland. Wald und Wiesen, sanft geschwungene Hügel, fast wie in der Toskana. Und dazwischen schaut immer mal wieder einer der vielen Kirchtürme heraus. Aber was macht jetzt diese Gegend eigentlich für Radlfahrer so attraktiv? Also die Abwechslung eigentlich. Es sind Berge, ruhige Straßen und landschaftlich auch super. Und es ist halt von Erding aus schnell zu erreichen. Da haben wir keinen Stress, keinen Stau. Muss man nicht irgendwie mit dem Auto irgendwo hinfahren, sondern kann gleich von der Haustür aus losfahren und trainieren. Und wir sind oft da unterwegs. Also dann,
Gutes Heimradeln, ohne Panne und ohne platten Reifen. Die Wolken sind vorbei und mir. Rund 20 Millionen Deutsche haben ein Tattoo. Eine der besten Tätowiererinnen in Bayern ist Julia Bauer. Sie arbeitet im Tempel in der Rosenheimer Straße in München. Aufgewachsen ist Julia im Erdinger Holzland. Ich bin ursprünglich hier aus der Gegend, von einem Dorf, das ist einen Kilometer entfernt von der Kapelle. Und nachdem Tätowieren ja auch mit dem Malen zum Tor hat, haben mich die beiden Erbauer von der Kapelle gefragt, ob ich denn nicht da was reinmalen möchte. Eigentlich so mal ganz gar nicht mal drauf aus, dass es ein ganzes Gesamtkonzept wird, sondern halt einfach wirklich bloß, ja, vielleicht links und rechts oder so ein Bild von einem Heiligen oder sowas mal rein. Beim Tattoo schaue ich mir das Körperteil an, den Arm, passt es an die Anatomie an. Und da in der Kapelle habe ich mir natürlich auch angeschaut, was ist da. Und zwar hat der Bartel das Ganze ja so verputzt, dass man so einen Rundbogen hat, dass man keinen Übergang hat von der Wand zur Decke, sodass ich gesagt habe, Mensch, das kann ich doch ausnutzen. Da mache ich einfach eine Bemalung, die halt sich dann auch noch so ein bisschen auf die Decke raufzieht, was es auch einfacher gemacht hat, die mitschauenden Augen beim Christus zu machen, also dass einem der immer folgt, wenn man von links nach rechts geht zum Beispiel. Sowas war dadurch einfacher und so gehe ich bei einem Tattoo zum Beispiel auch ran, dass ich einfach schaue, was habe ich und wie kann ich diese Gegebenheiten am besten nutzen. In Diemerting, einem der mehr als 60 Ortsteile von Hohenpolding, steht die Kapelle. Es ist auch so, jetzt haben wir eine Familie, wir haben gebaut und nie ist was passiert. Wir haben alles gesund. Irgendwo muss man auch Dankbarkeit sehen, weil es ist nicht selbstverständlich, dass man alles gesund und dass das so ist. Man weiß andere nicht und da ist man froh, dass man von so Sachen verschont ist. Und dann sagt man aus Dankbarkeit. Und ja, es macht einem auch selber Freude, dass man etwas gebracht hat, das zeigt eigentlich. Es gibt im Holzland schon eigentlich viele Kapellen. Aber oft ist dann schade, die werden gebaut und dann werden sie wieder sich selber überlassen. Die sind einmal ein paar Jahre interessant und dann werden sie nicht mehr so besucht oder so, wenn man jetzt sagen soll. Aber wir hoffen, dass das jetzt da anders ist. Was so schön über der Straße steht, das kann ja jeder herfahren. Es gibt oft Radfahrer oder mit dem Auto, die schnell stehen bleiben und schauen schnell rein. Holzland, weites Land, schönes Land. God's own country, sagt man in Amerika zu bodenständigen, erdigen Gegenden wie dem Erdinger Holzland, vom lieben Gott persönlich geschaffen. Und noch eine der vielen Kapellen im Erdinger Holzland, die der Familie Rosenberger. Georg Rosenbergers Frau Elisabeth hatte in jungen Jahren einen Schlaganfall. Grund genug für den Ehemann, dem lieben Gott den Bau einer Kapelle zu versprechen, wenn die Frau wieder gesund wird. Und sie wurde wieder gesund. Mein erster Gedanke war, ein Feldkreuz zu stiften
Und das habe ich aber relativ schnell verworfen, weil ich gesehen habe, dann, wie ernst die Krankheit meiner Frau war. Und da habe ich gedacht, wenn, dann klangst du schon gescheit hin. Und dann, so habe ich das auch gemacht. Und ich habe es Gott sei Dank eingehalten und bin halt sehr froh darüber. Zu meinem 60. Geburtstag, da wird man natürlich gefragt, was soll man einer schenken zum Geburtstag. Und ich habe mir von meinen Freunden, die ich zum Geburtstag eingeladen habe, Arbeitsstunden gewünscht. Einer meiner Freunde hat mir den Bauplan gemacht, eingereicht beim Landratsamt, also einen Eingabeplan. Der andere hat Bodenplatte betoniert, die anderen haben gemauert, die Zimmerer haben einen Dachstuhl gemacht. Und das Material musste ich natürlich zur Verfügung stellen. Der Putz wurde angebracht. Also das hat so, es ist alles Hand in Hand gegangen und es hat manchmal oft ganz schön gewuselt jetzt da auf der Baustelle. Kennst du mich nicht? Nein. Du rate mal. Ich weiß nicht. Wir sind uns doch heute schon begegnet. Für einen kleinen Augenblick. Du bist da. Sag, Bordelgraber. So heißen mit Leid. Ich hab die fragen wollen, ob du nicht etwa mit mir gehst. Unterreitner Petra und der Kurt, die waren in Oberammergau beim Passionstheater und da ist die Inszenierung vom Stückel gespielt worden mit Maximilian Brückner als Bandl und die haben das gesehen und das hat ihnen so gut gefallen und auch das Freilichttheater und die haben das eigentlich auch so ein bisschen ins Rollen gebracht und ich bin dann relativ schnell drauf aufgesprungen, weil ich das auch schon lange mal machen wollte, gerade am Brandner Kasper und dann haben wir halt irgendwann gesagt, jetzt packen wir so. Was ist jetzt da das? Das kommt vom Kerschgeist. Aber bei dir macht's aber nicht so. Nein, weil ich gewohnt bin. Also das Theater wird vom Theaterverein Inning aufgeführt. Das sind bis auf den Herrn Vogelhuber lauter Laienschauspieler, die das in ihrer Freizeit hobbymäßig machen. Dann hat unser Leiter des Kirchenchors, der Christian Rott, die Musik zum Theaterstück geschrieben und das mit dem Kirchenchor einstudiert. Da haben wahnsinnig viele Leute wirklich die letzten 2 Monate täglich herumgearbeitet und das war unglaublich, was da für Energie durch den Ort gegangen ist. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open. Nach vielen Monaten harter Vorbereitungsarbeit dürfen die Theaterleute in Inning dann schon mal ruhen. Am 7. Tage quasi, wie schon vom lieben Herrgott praktiziert. Früher haben wir beim Wirt in Wimpersing, Wirts Wimpersing heißt das genau, Theater gespielt. Hat einen wunderbaren Saal, alles aus Holz, ganz was Uriges, von den Leuten sehr, sehr beliebt. Und jetzt ist es halt so, dass der Wirt gesagt hat, der Wirt Wimpersing, er kann das nicht mehr machen, sie dürfen noch 3 oder 4 Jahre spielen bei ihm. Wir müssen uns was überlegen. Jetzt haben wir gesagt, okay, jetzt probieren wir mal ein Freilufttheater. I keep my eyes wide open all the time. Bei allen Vorstellungen volles Haus. Was will man mehr? I walk the line. Holzland, altes Bauernland. 20 Millionen Verkehrsschilder gibt es in Deutschland, aber das hier gibt es nur einmal auf der Welt. Das sollte ein Warnschild sein, wenn die Hähner die Straße überqueren.
Also das sozusagen, wenn die Autofahrer kommen und die Hähner die Straße überqueren, Vorsicht so ungefähr. Und das hat der Nachbar aufgestellt und alles, weil ab und zu Hähner umgelaufen sind und die haben auf unsere Renten gepackt, weil sie Kernel gefunden haben. Und das soll so eine Art Vorsichtsschüttel für die Autofahrer sein. Jetzt aber in die Küche vom Alois Forster. Ich mache heute eine Bauerngockelterrine. Ich habe da einen Gockel von einer Bäuerin, bei der ich schon seit ewigen Zeiten einkaufe. Eine wunderbare Qualität. Und den zerlege ich jetzt. Neben vielen anderen Spezialitäten im Landgasthof Forster hat sich der Chef heute ein Federvieh vorgenommen. Nur, ist er denn selbst auf dieses Gericht gekommen? Ja, da bin ich drauf gekommen, weil ich eigentlich ganz gern mit Geflügel arbeite. Und nicht nur als im Hauptgang, Brust oder Keulen oder Gänse oder Enten. Und mir gedacht, als Vorspeise passt eigentlich schon einmal irgend sowas. Und ja, darum ist mir halt die Gockelterrine eingefallen, dass man auch mit einem Maishähnchen machen kann oder mit einer Pute oder ja, Geflügelterrine. Ich gebe jetzt Geflügelbrat dazu, bestehend aus Putenbrust und Sahne und Eiweiß. Mit jedem Handgriff spürt man beim Forster Alois die Liebe zu seiner Küche. Dabei ist der gelernte Metzger erst nach und nach in seinen jetzigen Beruf hineingewachsen. Und auch wenn er sich heute gerne an der französischen Küche orientiert, Vorbild war immer seine Mutter, die bekannt war für ihre großen Sonntagsbraten. In verfeinerter Art und vor allem regional und saisonal geprägt, führt ihr Sohn nun die Küche in diesem Traditionslokal fort. Die Terrine war jetzt 1,5 Stunden im Backofen und danach ist sie 24 Stunden ins Kühlhaus gekommen und abgekühlt und dann schaut die so aus. Jetzt können wir es runterschneiden und am Teller anrichten. Leicht muss die Küche sein und ideenreich, so das Credo hier in Hörgersdorf. Es ist eine schöne Sache im Sommer, wenn man nicht zu deftig essen mag. Es ist leicht, es ist mager, es ist kaum Fett drin, bis auf den Speckmantel außenrum. Und süß-saure Chutneys oder Confits dazu. Das ist, dafür lebe ich. Und noch was verrät er uns, der Alois. Der Gickel ist eigentlich so eine neutrale Sache durchs Jahr durch. Wenn mir mal gar nichts mehr einfällt, dann der Gickel fällt mir immer ein. Wie wäre es mit einem Mäh- und Dengelkurs im Erdinger Holzland? Wenn Sie Lust darauf haben, die Oldtimer-Freunde Kirchberg sind hierfür der richtige Ansprechpartner. Ja, mein Onkel, der hat bis in die 60er Jahre hat er noch mit den Ochsen, ist der mit den Ochsen gefahren. Er war der letzte in unserem Ort, der Ochsen gehabt hat. Und der hat auch jeden Tag und Nacht 20 gekriegt. Da habe ich wieder zugeschaut, das Bauer nicht. Besonders da draußen den Buckel, den haben wir gehabt. Den haben wir mit der Saßbahn messen, wo man mit dem Bulldog nicht ohne fahren hat können. Okay? Da habe ich es mir auch noch gelernt. Und selber tue ich daheim auch noch, weil ich so einen steilen Hang habe. Ziehe ich dann meine Fußbeschuhe, dann den runterrutsch mit den Steinen und dann mache ich mit der Sanz da. Ne? Ein altes Bauernhaus aus Zusdorf, ebenfalls Landkreis Erding, haben die Oldtimer-Freunde ins Holzland versetzt und hergerichtet. Jedes Jahr kommen viele Leute aus nah und fern zu den Veranstaltungen der Oldtimer-Freunde. Besonders beliebt das Hoffest. Wenn Tradition da ist, da bleiben die Leute von Mittag bis abends da, weil es gibt was zum Schauen. Viele Letzte ihres Standes zeigen bei den Oldtimer-Freunden ihr Handwerk, etwa ein Wagnermeister.
Und auch ein Schuster gibt ein Gefühl dafür, wie sorgfältig und geduldig Schuhe vor Einzug der Wegwerfgesellschaft noch repariert wurden. Also ich bin jetzt 65 Jahre Schuhmacher. Und das sind ja früher auf die Stör, hat man da gesagt, sind die gegangen. Die sind von Haus zu Haus gegangen und haben da die Bediensteten von den Bauern, haben die Schuhe wieder hergerichtet und so weiter. Und ab nach dem Krieg hat sich das aufgehört, weil ja dann die Maschinen gekommen sind. Das wird zum Beispiel die Nähmaschine da hinten oder die Ausputzmaschine oder was da hinten steht alles. Das hast du nicht mehr mit dem Rucksack tragen können. Der Beruf des Schuhmachers wurde in Bayern übrigens erstmals im Jahr 1290 erwähnt, in einer Urkunde von Herzog Ludwig dem Strengen. Weil wenn ich heute nicht mehr kann oder dass ich sterben muss, dann kommt der Container, da werden die Maschinen dann rein und dann sind die weg. Dann habe ich die Nähmaschine, die ist jetzt mittlerweile 130 Jahre alt. Dann habe ich die Presse, die Spindelpressen, die Lederwalzen. Das habe ich noch alles gegeben, den ganzen Werkzeug habe ich noch gegeben. Ja, und da ist das automatisch gekommen. Du gehst auch zum Verein und tust Schauarbeiten, wenn mal Hoffest ist oder einfach was Größeres. Einige 100 Oldtimer-Freunde Kirchberg gibt es inzwischen. Losgegangen ist eigentlich mit dem Samen von den alten Autos, Motorradl, Bulldogs. Und wir haben eigentlich ein wunderbares Motto. Das heißt, der Vergangenheit eine Zukunft geben, weil wir halt einfach auch das alte Wissen, die alte Tradition von unseren Vorfahren für die nachfolgenden Generationen einfach auch sicher stehen und archivieren. Trailer for sailor rent, rooms to let, 50 cents. No phone, no pool, no pets. Ain't got no cigarettes, but 2 hours of pushing broom buys a 8x12 4-bedroom, Mama. Den habe ich von einem Bauern von Wasendehenburg. Der ist bei denen schon 20 Jahre in einer Schupfer drin gestanden. Und da ist durch Zufall ein Spätzle hingekommen von mir. Da ist der drin gestanden, ohne Hinterradl, weil die hat für die Hinterradl eine Paletten Dachplatten gekriegt. Und die hat er da hergegeben. Und da kommen wir durch Zufall hin und dann sehe ich den Bulldog und habe den um 250 Mark damals kaufen können. Und mein Schwager, der hat zufällig so ein Radl gehabt für so einen Bulldog daheim und dann haben wir den bei der Nacht habe ich den angeschaut und den anderen Tag in der Früh habe ich in der Arbeit angerufen und habe gesagt, ich habe so viel Zahn, weil ich habe heute nicht gekommen und habe den Bulldog geholt. King of the road, King of the road. You gotta like. Und wie vertreiben sich die jungen Leute im Erdinger Holzland die Zeit? Beim Zocken etwa, beim MA Gold Cup. Das ist eigentlich spontan entstanden, die ganze Geschichte. Meine Eltern waren damals im Urlaub und dann haben wir gesagt, wir machen mal einfach ein Turnier, FIFA-Turnier mit 6, 7 Personen. Und aus den 6, 7 Personen ist halt dann beim nächsten Mal 10, 12 Personen geworden und dann waren es beim nächsten Mal eigentlich schon 20 Personen. Das ist wieder recht gut angenommen worden. Das hat sich von Turnier zu Turnier hat sich das aufgebaut und im letzten Turnier waren es dann bis zu 132 Personen. Also es war nicht bewusst geplant, dass wir irgendwann ein Turnier mit 120 Personen veranstalten. Maximilian Meyer spielt nicht nur am Bildschirm Fußball, auch im wirklichen Leben beim FC Langengeisling, einem Dorfverein bei Erding. Hasta la muerte, treu bis in den Tod. Das ist das Fanmotto von Real Madrid. Beim Playstation-Spiel wechselt man dagegen schon mal den Verein. Ja, ganz unterschiedlich. Hat mit Bayern angefangen. Mittlerweile bin ich da relativ leidenschaftslos, also wechsle ich eigentlich immer durch. Jetzt habe ich die ML Liga gewonnen mit Manchester United, war auch richtig gut, also habe da nicht so meinen Favoriten. Das Klischee vom Jugendlichen, der vor lauter Computerspielen das Tageslicht nicht mehr sieht, stimmt hier Gott sei Dank nicht.
Sonst spiele ich auch Fußball im Verein. Ich spiele da auch in der Kreisliga gegen Maxi und gegen Kili. Und ansonsten halt auch mal am Wochenende fortgehen, Karten spielen, was man so tut in dem Alter. Die Teilnehmer werden vorab eingeladen, also es dürfen nur Spieler teilnehmen, die tatsächlich eingeladen sind und angemeldet. Das sind alles Spätzle von mir aus dem Freundeskreis. Dann am Turniertag selbst trifft man sich meistens um 11, 12 mittags rum, beginnt mit einem Weißwurstfrühstück oder mit Snacks, mit einer Kleinigkeit für ein bisschen Fingerfood. Und dann geht es eigentlich auch schon los in die Gruppenphase und dann geht es in die K.O.-Phase. Dazwischen macht man eine größere Pause, wo es halt dann was Größeres zum Essen gibt, wie Rollbraten haben wir schon gehabt. Das letzte Mal war ein Spätzle von mir, der Brady hat Steckerfisch gegrillt. Und so macht man einfach mal eine Stunde Pause, alle PCs und alle Fernseher aus. Und das Finale ist dann meistens um 23 Uhr bis 12 Uhr mitternachts rum. There's just one call from my heart, pulls me to a world apart. There's just one word. Gegenden, die Holzland heißen, gibt es übrigens nicht nur im Landkreis Erding, sondern auch anderswo in Bayern. Wie hier zu sehen der Schildberger Forst im Landkreis Aichach-Friedberg. Auch ein Holzland, ein weiteres gibt es etwa bei Reischach im Landkreis Altötting. Comes from inside you, to the light that shines just to find you. Go, 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 go. To the drum that beats from inside you, to the one that's calling to find you. Go, 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 go. I know, no, I must go. Go, I know, no. In der Kirche St. Michael in Kögning steht diese kleine uralte Orgel aus dem Jahre 1661, auf der der Organist und Kirchenmusiker Ernst Badmann gerade eine kleine Fuge von Johann Pachelbel spielt. Die Filialkirche St. Michael ist die erste von mehreren Kirchen, die der Kirchenbaumeister Johann Baptist Ledner in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts im Erdinger Holzland errichtet hat. Also das Holzland ist sehr geprägt durch Johann Baptist Ledner. Der ist als Künstler in der Übergangsphase vom Barock zum Rokoko. Und man sieht, er kommt von seinem Lehrmeister oder Vorgänger Anton Kogler, der so ganz klassischen Barock macht. Und man sieht auch hier in diesem relativ frühen Werk, sieht man noch, dass es ein relativ ruhiges Rokoko ist. Aber man sieht schon, es wird feingliedriger, es wird bewegter und blumiger im Grunde genommen. Und das nimmt dann erst später so richtig Fahrt aus. Also die richtig Hoch-Rokoko-Gebäude, die kommen dann in den 1760ern bei ihm. Auch die Kirche St. Florian in Hofstaring mit ihrem markanten Zwiebelturm wurde von Johann Baptist Ledner errichtet. Ebenso wie die Pfarrkirche Mariä Heimsuchung in Hohenpolding mit ihrem prächtigen Innenraum und auch die Kirche St. Lambert in Amelgering. Er macht wahnsinnig schöne Turmzwiebeln, die Turmaufbauten auch, wo dann außen die Ecken abgerundet sind, so Blendnischen in die Türme eingebaut sind. Und dann kommen enorm feingliedrige, sehr kunstvolle, teilweise zweigeschossige Zwiebeln. Die schönsten Zwiebeln hier im Holzland, die sind von Johann Baptist Ledner. Und dass auch aktuelle Kirchenmusik hier in Kögning wunderbar klingt, zeigt uns Maria Götz mit ihrem jungen Chor Hohenpolding.
In diesem jungen Chor kann jeder aus dem Pfarrverband Holzland mitsingen. Und der besteht aus mehreren Gemeinden, wie uns der Pfarrer erklärt. Der Pfarrverband Holzland umfasst 5 Kirchengemeinden. Steinkirchen, das ist der Hauptsitz, mit dem Pfarrbüro und mit der Verwaltung. Und die Pfarrei Inning am Holz gehört zum Pfarrverband. Pfarrei Schröding, Burgharting, Hohenpolding und, wie gesagt, Steinkirchen. You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair. Was auch sehr charmant ist am Erdinger Holzland, es gibt noch kleine Tankstellen und kuschelige Läden, wie hier in Arndorf. Also der Ort selber hat ca. 21 Wohnhäuser. Kirchberg wären noch mal an die 40 Wohnhäuser zusammengekommen und der Gemeindebereich hat an die 1030 Einwohner. Und die kaufen vielleicht nicht immer, aber doch immer wieder bei der Tankstelle mit Kramerladen in Arndorf ein. In der Früh geht's los für die Handwerker, ein bisschen Getränke, Zeitungen, Brotzeit. Die ansässigen Hausfrauen machen einen Einkauf hier, ein bisschen Butter, Milch und Joghurt, was in der Kühltheke so ist, oder Getränke. Und was man halt so noch braucht fürs Abendessen, wird noch kurz eingekauft. Also auch hauptsächlich für die Theke oder ja, Kaffee, Nudeln, Butter und so weiter. Und dann bis um 18 Uhr. Und dann haben wir geschlossen, das Geschäft. Und ab 18 Uhr bis in der Früh haben wir dann die 24 Stunden die Tankstelle. Die ist Tag und Nacht geöffnet. Das wird gut angenommen. Also vor allem auch von jungen Leuten, die tanken gerne mal auf die Nacht auch und das läuft gut. 4,29. Noch schnell zahlen und dann geht es on the road again hinaus in die endlose Freiheit des Erdinger Holzlands. Ein schönes Stück Bayern. It's hard to love a man whose legs are bent and paralyzed. In München rede ich um einiges mehr Hochdeutsch als jetzt hier. Hier verfalle ich auch sofort wieder ins tiefste Bayerisch eigentlich. Und das finde ich ganz schön, dass ich einfach das auch mitgekriegt habe, dieses Verwurzelte, also das ist schon meine Heimat da. Ich bin seit meiner Geburt im Holzland lebend. Ich bin in vielen Vereinen engagiert. Es ist toll, wenn man sich das überlegt, was hier an Gemeinschaftsleistung erbracht wird und wie der Zusammenhalt, obwohl es 4 unterschiedliche Gemeinden sind, gewährleistet ist. Und das macht schön, in einem solchen Teil des Landkreises eben aufgewachsen zu sein und leben zu dürfen. Take your love to town.